Das Model-Business ist oberflächlich. Das stimmt teilweise, da gebe ich recht. Weil du gehst einfach vom einen Job in den anderen, vom einen Casting in dieses und du bist manchmal wirklich einfach Kleiderständer. Junge Models stellen sich den Job wirklich teilweise zu einfach vor. Ich denke sicher auch, Germany's Next Topmodel ist ein bisschen schuld daran, zum Beispiel, weil dort lebst du in einer Schienenwelt, du lebst in einer Villa, du wirst mit einer Limousine abgeholt. Aber in Real ist das voll nicht so. Also ich muss sagen, du bist mit 5 anderen Frauen in einem Zimmer drin, du musst eine Dusche mit 9 Frauen teilen, hast keine Küche dort drin, du verdienst nichts, du musst schauen, dass du den nächsten Job reinholst. Und es ist alles andere als glamourös. Ja, das ist sicher teilweise im Ausland so, dass sich Models so hungern, ja. Aber zum Beispiel bei uns in der Schweiz muss ich sagen, das ist überhaupt nicht so. Sicher gibt es solche, die viel Sport machen oder auf die Ernährung schauen. Ich schaue zum Teil auch, dass man nicht immer in McDonald's geht oder so. Aber ich esse alles. Ich trinke auch teilweise ein Gläschen Wein. Und Sport mache ich auch nicht jeden Tag. Models essen Watte? Nein. Ich persönlich habe es noch nie erfahren und ich weiss auch von niemandem, der das macht. Auf dem Laufsteg dünn sein, ja, das muss man eigentlich, weil die Designer machen Kleider in Größe 34, 36. Das heisst, wenn du ins Casting gehst und du passest nicht rein, dann hast du den Job nicht. Meiner Meinung nach wäre es cool, wenn sie immer 36 aufwärts machen, weil dann gäbe es auch die Magermodels nicht mehr. Ich denke, das ist wirklich ein Vorurteil, dass Models immer gestylt sind. Daheim laufe ich eigentlich ein bisschen wie ein Penner. Meine Haare immer hier im Trainer, ich gehe sogar teilweise so gut einkaufen. Models sind zu dumm für etwas anderes, eigentlich gar nicht. Ich zum Beispiel habe im Treuhandlehre gemacht, habe nachher 6 Jahre in der Versicherung gearbeitet. Und die meisten von meinen Kolleginnen, die das gemacht haben, haben entweder eine Ausbildung oder studieren nebenbei. Ich bin jetzt 30 und ich muss von mir persönlich sagen, dass ich immer mehr Jobs habe. Aber es stimmt schon, im Ausland ist man mit 30 eher die Mami von diesen jungen Models. Aber hier in der Schweiz kann man mit 30 immer noch weiterarbeiten. Ich wünsche mir, dass wir Models zuerst persönlich kennengelernt werden, bevor die Leute vorurteilen. Meistens sind es Frauen, die neidisch sind auf Models. Ich habe das auch schon viel miterlebt. Und ich probiere dann aber einfach trotzdem mich selber zu sein. Zum Beispiel am Essen, wenn genau weißt, es wird über dich geredet und so. Dann am Schluss in der Bar gehe ich zu ihnen, bin genauso, wenn ich auch schön schwer zu anderen. Und dann hörst du dann den Spruch, hey, du bist eigentlich mega sympathisch. Und das wollte ich eigentlich erreichen. Also ich bleibe immer so, wie ich bin. Und manchmal musst du den Leuten halt das Gegenteil zeigen.